MC Bomber ist da, ja. hat's getan. Ich möchte nicht die ganze Zeit über den Urlaub reden. Stimmt, ja. Sind wir schon da, oder wie? Geil. Laufen schon. Sehr gut. Servus, Kid Rap. Prost. Servus. Coole Flaschen, die du da Danke, hast. danke. Ich bin letztens darauf angesprochen worden, dass mein Mikrofon blöd ausschaut. Ja, ich glaube, wir sind der Fotzen. Ja, Jetzt schon. können wir uns ja dann noch so eins. Jetzt, wo es ordentlich Geld einspült und wo wir schon von den Securities auf unserem Podcast angesprochen werden. Ja. Danke nochmal. Shoutout an Sagt den die Kamera. Stimmt, Shoutout an den Security da unten. Ich weiß nicht, ins Nichts geschaut. Ich war aber ja gerade woanders. Ja. Komplett. Nee, ich glaube, ich habe mir gerade vorgestellt, wie er ausschaut. Ja. Das war der Punkt. So, boah, Alter, wie Ja. gerade ich gerade da hocke. Jetzt muss ich mich erst einmal. Schön, dass ihr wieder da seid und nach meinem letzten Schimpfen, letztes Mal haben wir sogar 5 Kommentare gekriegt. Danke dafür. Weiter so. Schreibt weiter Kommentare für den Algorithmus. Das bedeutet uns die Welt, weil sonst war ich in der Nacht auf und dann gehe ich aufs Klo, spart zu, dass mich keiner hört und dann heule ich erstmal in der Embryostellung. Ein bisschen. So, hast du gewusst, Kid Rap, dass Gibbons täglich Duette mit einem Partner singen? Das ist Form der sozialen Bindung. Und zwar ist das, ich kann es einmal abspulen, das klingt dann ungefähr so. Das ist dann aber nicht nur 2, oder? Nein, Klingt wie scheiß Verfolgungsjagd in L.A. ja, die Brille haben wir bitte auch geschickt, oder? Ja. Ich gehört habe. Das hat sich auch okay, Das ist schockierend, die sind sehr laut. Ja. Vor allem, wenn du das mitten in der Nacht hörst, wenn du im Dschungel bist, in so einer kleinen Bambushütte mit einem eigenen Whirlpool. Ja. Perfekt klimatisiert, aber halt trotzdem sehr. Sehr, sage ich mal, naturnah Ja. und Das ist nah am Das Menschen. ist ein Glamping. Ja, klar. Ja. Nur, dass ich halt nicht camp, sondern ein richtiges Bett habe da. Mit einem Whirlpool und Am riesigen Balkon. Und all diesen Dingen. ja, egal. Ja, aber Ich möchte trotzdem. nicht die ganze Zeit über den Urlaub reden. Stimmt, ja. Wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut. Ja. Ich habe mir nichts eingefangen in Thailand, Ja. wofür ich relativ dankbar bin, muss ich sagen. Ja. Nachdem ich jetzt mitgekriegt habe, dass es gar nicht so cool ist. Auch wenn alle immer gesagt haben, so gut, Alter, Camelobacter Ja. ist eigentlich so das Must-Have. Ja. Ich gebe jetzt da nicht nur dem Virus die Schuld, dass es so lange dauert, sondern auch dieser, meiner ärztlichen Betreuung, die ich gehabt habe. Vorsichtig, könnt unseren Podcast hören. Ja. Ja, das glaube ich nicht. Aber ja, also ja, das Gleiche hat ein Spätzle von uns auch gehabt und der hat kein Antibiotika genommen und der läuft jetzt schon wieder die Hexenberg auf. Also der ist schon wieder voll unterwegs. Meinst du, dass der auch lediglich eine moderate Menge an Alkohol eine Woche später konsumiert hat? Kennst du den Flo? Ja, jetzt hast du verraten, wer er heißt. Ja, aber es gibt ja viel Flos. Nicht in unserer Gruppe. Ja, Ja, wurscht. Ja. Es muss ja mal nicht peinlich sein. Ja. Also das Gleiche wie der Kid Rap hat, das ist ja cool. ja schon. Wenn Ja. Ja, Durchfall verbindet. Und ja, ich kenne einen Flo, aber vielleicht ist er mal vernünftig. Ja, kann Er ja. ist ja 40 Jahre jünger wie Ja, wir. das kann auch sein. Klar läuft der die Berge Ja. auf. Der wäre dann einen Tag nach Thailand schon wieder gewesen. Wahrscheinlich, so ja. Auf dem Matterhorn. Ja. Ja, aber egal, auf jeden Fall glaube ich, dass Antibiotikatherapie, die mir verschrieben wurde, nicht ideal war. Ja. Ja, du hast ja gesagt, hat einfach null gebraucht. Ja, am Anfang schon. Also, dass dass dein ich, Darm jetzt komplett zerfieselt hat. ja, aber als ich jetzt aufgehört habe und das gemacht habe, was ChatGPT sagt, geht es mir halt viel besser. Und ChatGPT hat mir ein anderes Antibiotika verschrieben, das man noch 3 Tage nehmen hätte müssen. Was wiederum zu dem passt, was jemand anders in Thailand in unserer Gruppe genommen hat, weil der hat auch noch 2 Tage Antibiotika genommen und war wieder fit. Stimmt, ja. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, bei derjenigen Person der Fall war, dass der Virus ein Bakterium ist, oder? Sie gedacht hat, das ist kein geeigneter Wirt für mich. Da gibt es wenig zum Holen. Ich verlasse diesen Körper frühzeitig. Ja. Außerdem, der Typ war ja der hatte diesen Tag komplett auf dem Scheißhaus verbracht. Ja. Schlafend und scheißend. Ja. Der glücklich eigentlich ein perfekter Tag, wenn man es mal so sagt, Ja. finde ich. Du erinnerst dich aber an mich in Istanbul oder am Flughafen. Ja, stimmt, das war eigentlich genauso cool. Ja. Da warst du auch richtig weg, gell? Warst du dann einfach müde oder wolltest du einfach nur schlafen, damit die Zeit schneller vorbeigeht oder beides? Beides, also macht schon, wenn es die ganze Zeit fast in die Hosen scheißt, das nagt an einem, sowohl psychisch als auch
von der körperlichen Energie her. Ja. Ich nehme mir nichts auf. Mein Körper ist ja gewohnt, dass ich innerhalb von 3-Minuten-Tag konsumiere. Ja. Irgendwas, Kaffee, Bier, Lebensmittel. Ja, stimmt, das ist echt komisch, das so Ja. zum Sagen, weil du wirklich eigentlich immer am Konsumieren bist. Ja. Du hast aber in der Lounge immerhin versucht, eine Kleinigkeit zu snacken. Ja. Das hat auch hingehört, oder? Also, nein. Also ich habe es gegessen, ja, aber Hat sich nicht gelohnt. hat sich nicht War gelohnt. nicht nachhaltig. Nein. Okay. Am Anfang habe ich noch gedacht, das ist Flying Rabbit hilft irgendwas, aber Totale Verarsche. nicht dagegen, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Naja, Bevor wir zu den Thailand-Geschichten zum letzten Teil wahrscheinlich kommen, ein kleiner Wochenrückblick. Okay, jetzt Sabrina hat Geburtstag gehabt. ja, Alles Gute nochmal. Gut gemacht. schon ja. Wir waren zu Besuch bei Schorama. Ja, Kann man auch schon mal sagen. Da gibt es dann News, komplette News gibt es dann nächste Woche. Und das Wichtigste auch, der Kid Rap hat nicht mitkennen zu MC Bomber. Haben wir das im letzten Podcast schon erwähnt? ja ich glaube, wir haben es gesagt, dass ich nicht mitfahre. Ja, MC Bomber, hey, machen wir ein Privatkonzert, kommen in unseren Bauwagen. Ja. Bier geht auf uns. Unser Nacken komplett. Egal, darfst du, und Rüschel auch. Rüschel haben wir auch. Also wie gesagt, einfach kurzfristig Man spielt halt im Wohnzimmer ein bisschen was. Ja. Also im Bauwagen, haben wir gesagt. Scheiß einmal vorbei, wir sind immer da. Ja, bei uns geht's immer. MC Bomber, also Kid Rap, soll ich sagen, er hat was verpasst. Ja. Er ist zwar leider runterverlegt worden, also Gott sei Dank, vom Werk in die Halle. Ja, Und auch da hat es am Anfang sehr, sehr lau ausgeschaut. Aber Ja. am Schluss, also als er dann, sage ich mal, die Leute angeheizt hat, ist dann schon auch, sage ich mal, abgegangen. Ja. Also wirklich, glaube ich, 1,5 Stunden, glaube ich, noch ein Beat gehabt. Und da halt auch immer nur voll auf dem Pfmapf. Pfeifnapf, ne? Also wirklich. Aber war unterhaltsam. Also es ist Ja. jetzt gar nichts, was ich mir jede Woche schauen darf. Ja. Aber ich mag ja Rap gern. Und Ja. das ist halt sehr cleaner Assi-Rap von einem Ekel-Assi. Ja. Und so nennen das sich selber. Ich darf niemals MC Bomber als Ekel-Assi bezeichnen. Doch, das ist schon. Aber er hat das gut verkörpert, muss man Ja. sagen. Also hat er nett gemacht. Schön. Auch eine coole Bühnenschau gehabt. Ja. Also Nix, er war auf der Bühne. Ja, das war's. That's it. Machen die meisten Rapper so, glaube Aber was total cool war, also das war irre, da kann man uns mit orientieren, vorher war das Licht aus. Komplett dunkel, also komplett dunkel. Er kommt auf die Bühne, ich. Licht da. riesen Überraschungsmoment. Da haben wir jeder so gedacht, wer kommt da? Oh. MC Bomber. MC Bomber ist da, ja. Hat's gedacht, ja. Und dann auch ein weiteres Event, wo der Kid Rap leider nicht dabei sein konnte, und das, glaube ich, stinkt am fast noch mehr. Ja. Ist der Harry hat mir Gott sei Dank, und da möchte ich mich jetzt hier auch nochmal bedanken, Karten für ein Icy Gulp geschenkt. Ja. Wer von euch einen Icy Gulp nicht kennt, erstens schon mal Glückwunsch. Und zweitens, Icy Gulp ist der Papa Eberhofer. Und jetzt ist es so, dass ich gegen diesen Menschen absolut gar Das nichts ist der habe. Kiffer aus den Eberhofer-Filmen. Ja, der Papa, ja, genau, richtig. Ich hasse einfach nur Kifferhumor. Also seine anderen, also eigentlich sein komplettes Programm ist 50% um die Kirche gegangen, Ja. wie scheiße die ist. Und irgendwie hasst jeder Kiffer die Kirche. Also ich weiß, das ist ja eine Meinung, die sich mit deiner Meinung teilweise auch deckt, oder jegliche Form von Religion, sagen wir mal so. Beziehungsweise die zu starke Vertretung dieser Religion. Ja. Aber er hat schon zu sehr, ihm war sehr wichtig, dass seine Meinung angenommen wird und auch so gelebt wird, genauso wie dann mit dem Kiffer-Stuff, mit Ja. Corona und dem Ganzen. Ich konnte es halt einfach nicht mehr hören. Ja. Deswegen hat das nicht so komplett meinen Humor getroffen, Ja. nicht zu 100%. Das Gute ist, wir haben, der Harry und ich haben, um das Ganze zu ertragen, sage ich jetzt einmal, die ganzen 03er Augustiner aufgekauft. Und als wir dann am Schluss in unserer Reihe gehockt sind hinten, der Harry hat das erste gleich mal verschüttet, Ja. haben dann die in der Reihe von uns gesagt, also ihr habt die letzten Augustiner gekriegt. Dann wollte ich ihm sogar ins Schenken. Aber Ja. Wie viel gibt's denn da? ja, nicht viel. Okay. Aber eins hat 6,20 gekostet. Okay. 03er. Ja. Ja, gut, war es im Bayerischen Hof. Ja, klar. Mir frag war mich halt- es wurscht. also, Ganz Ich finde es ein stark konträr auf jeden Fall. Also, wenn du dir einen Icy Gulp anschaust, möchte es nicht beleidigen Nein, oder so. im Jeder Gegenteil. kann ausschauen, er kann nicht ausschauen, wie er will, aber schaut halt aus, wie er ausschaut. So. Ja. Hätte ich jetzt eher nicht den Bayerischen Hof da. Aber wahrscheinlich Nein. jetzt wegen die Eberhofer-Filme hier. Ja, klar, ist schon, da merkst du, der ist schwebt Ja. schon.
Vorher eine andere schon noch, Galaxie. keine Ahnung. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Echt? Also, der Harry und ich waren ja so 2 Minuten vor Showbeginn da. Ja. Hast du ein Foto gemacht? Nein, das habe ich leider nicht mehr geschafft, aber wir gerade so eben an der Bar gewesen, um uns nur so viel wie möglich mit reinzunehmen. Ja. Und dann kommt auf einmal von der Seite der Eisi Ja. und sagt, er hätte gerne einen Prosecco. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, also da müsst ihr jetzt verzeihen, der Eisi hat natürlich Vorrang. Dann sage ich, selbstverständlich hat der Eisi Vorrang, ist für mich gar kein Problem. Und er hat gesagt, einen lässigen Spruch, und er gesagt, ich muss eine kleine Arbeit. Und ich so, Eisi, das ist, wenn die Show schon vor der Show anfängt. Ja, schon, ja. Da du kleine Drecksau, ja. Nein, aber ich möchte tatsächlich gar nicht zu sehr über den Eisi lästern. Also es ist einfach, ich mag Kifferhumor nicht. Ich mag das ganze Thema Kiffen nicht so gern. Das habe ich ja vorher gewusst. Ja. Aber war ein Experiment. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die ihn lustig finden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal hingehe. Ich weiß auch nicht, ob er mich lustig findet. Ja. Wenn du das hörst, also einmal mal kleines Feedback zu unserem Podcast. Weißt du, was es gibt? Es gibt Menschen, die auf Tour gingen und verzeihen da nur Witze. Also Witze, die es so gibt, so wie so Busfahrer. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, und das funktioniert? Anscheinend. Ja, es gibt ja Witze-WM, oder? Ja, also wie gesagt, habe ich in einem Busbetrieb gearbeitet und da kannte dann jeder von denen hier. Ja, gibt immer irgendeinen lustigen, bisschen dicken Busfahrer. Stimmt, die müssen dick sein. Ja, klar und dick am besten Fall. Dann der dann herkommt, hey, Michi, kennst du den schon? Und ich so, wahrscheinlich schon. Das hat eigentlich, aber nein, was? Also der ist gleich vorbei, ja. Ja, schon. Ja, das war auch eigentlich sein größter Gag, war ein Witz, den er erzählt. Okay, also ein Witz. Ein Witz, also so. Über Nonnen. Über Nonnen, okay. Ich kann ihn wiedergeben, weil ich glaube, ein Witz ist viel besser, wenn du ihn schlecht wiedergibst. Ja. Er erinnert mich nämlich nicht mehr richtig an die Pointe. Ja. Also ich möchte es nachher, okay. Also sitzt, eine Nonne steigt in ein Taxi ein, ja, und dann sagt auf einmal der Taxifahrer so, er weiß, das ist jetzt blöd, aber er hat schon seitdem er ein kleiner Bube ist, hat er die Fantasie gehabt, dass er doch gerne mal eine Nonne küssen würde. Ja. Und dann sagt die Nonne, das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn er jetzt einmal rechts ranfahren darf, und dann sind sie rechts rangefahren, die Nonne ist außen rum auf dem Beifahrersitz gegangen und dann haben sie das sauber rumgeschleckt. Ja, schön rumgemalt. Und sollen wir vormachen wie? ja, ich glaube, das war schon gescheiter. Und wie gesagt, ich habe die Pointe vergessen. Okay. Ich weiß nicht mehr, also die Pointe weiß ich noch. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es zu der Pointe gegangen ist. Und nachdem sie auf jeden Fall schön rumgemalt haben, hat er irgendwas, pass auf, dann hat der verzeiht es den genauso nach, hat der Taxifahrer irgendwie nachgefragt. Er hat gesagt, das gibt es ja nicht, wie ist das? Und dann... Ja, und jetzt pass auf, und hängen deine Lippen. dann sagt der Taxifahrer, du, es war ein Scherz, er wollte eigentlich nie mit einer Nonne rummachen. Und dann sagt die Nonne, ja, pass auf, jetzt wird's gut, das ist kein Problem, weil er ist nämlich der Klaus und eigentlich auf dem Weg zum Faschingsball. Verstehst du, das war keine Frau. Ach so, ja. Das war gar keine Nonne. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht perfekt erzählt. Ja, nein, aber war schon gut. Aber ja. also inhaltlich nicht perfekt erzählt, aber Delivery war da, finde ich. Oder? Ja. Oder? Der Pointe, Wer die war? Ich google den nochmal nach. Und er hat viel getanzt. Tanzt gut, kann man nicht sagen. Guter Salsa-Tänzer. Kennen alle Schauspieler ein bisschen tanzen, gell? Ja, und Singer, wenn du in Amerika bist. Ja, in Deutschland auf keinen Fall. Nein. Die können immer schauspielern. Nein, Schmarrn. Moritz bleibt treu schon. Ja. Guter Schauspieler. Und Till Schweiger. nein, der Udo Matthias. Walz. Nein, das ist der Friseur, gell? Na, wer ist der andere? Der alte von Otto Django. Walke. Ach so, der Christopher Waltz. Christoph Walz. Ja, der Udo Walz, glaube ich. Aber das ist Österreicher, glaube ich. Ah, ja, klar. Erzähl ja. Ja. Wir Bayern heißt es. Ja. Naja. Alpen. Du, für mich, One World, Ja. eine Nation, Ja. eine Nationalität und zwar Mensch. Ja. Bayern, Österreicher Ja, Aszendent Europäer. und Abfall. Ja. Das ist nur. Ja. Aber kleiner Gag am Rande. Ja.
Thema der Woche ist unser Burschenausflug Ja, packen wir es nochmal. nach Thailand. Ja. Wo sind wir denn hängen geblieben? Ich glaube, wir sind nach dem ersten Also Abend. Villa haben wir, glaube ich. Waren wir schon? Okay, aber da haben wir angefangen, noch, oder? Haben wir die Villa schon zu Ende erzählt? Meinst du, die ist ausgeredet? Nein, Ja. also wir haben Noch angeteasert. die Villa, Streit mit dem Nachbar, also den einen Tag Villa haben wir quasi noch abgefrühstückt, letztes Mal ganz hurtig. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, dass alle reinkommt, damit ihr den alten Podcast nicht nochmal hören müsst. Also der Kid Rap und ich, wir haben uns natürlich die Master Suite, wie es die nette Dame, die uns da reingebracht hat, genannt hat, geteilt mit einem schönen großen Propeller. Waren auch, und so einer schönen Ventilator. ich meine, das ist auch noch ein Propeller. Ja. Und am Tageslichtdach, sage ich mal, so eine schöne Kuppel. Das bedeutet, da hätten wir diese 2 Tage die ganze Zeit einfach richtig schön durchficken können. Ja. Der Kid Rap und die haben wir nicht gemacht, oder? Keine Ahnung. Ja, war einfach geil. Wir waren da eigentlich, ich dachte, wir haben schon früher Zeit von der Villa. Jetzt aber ist gerade so rekapituliert. Ja, also wie gesagt, wir waren am Abend Streit mit dem Nachbarn und dann haben wir gesagt, jetzt aber der erste Streit mit dem Nachbarn. Ja, der erste Streit, ja. Und habe ich auch schon erzählt, dass also, der Stefan und ich, wir haben ewig lang versucht, Feier zu machen. Am 2. Tag dann, da wollten wir dann nämlich schön Burger grillen. Ja. Wir waren erst einmal waren wir zu dritt im Supermarkt. Ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben. Nein, das noch nicht. Weil das war nämlich, weil wir haben gedacht, am 2. Tag entspannen wir ein bisschen. Ja, erst einmal sind wir zu Fuß. Steilen Berg hochgegangen, in ein mega geiles Restaurant. Das stimmt. Und da, es hat so ausgeschaut, als darf man relativ bald überfallen werden, weil es hat eigentlich sehr wenig gegeben, außer einen sehr schlecht betonierten Weg, der dann irgendwann in einen Feldweg übergegangen ist. Und wir haben schon gedacht, kann ein Fail werden, aber als wir dann da waren, ein Restaurant mit einem Ausblick über die Bucht von Phuket. Schon Patong, glaube ich, oder was war das da unten? Schon Patong, glaube ich, oder? Genau. Ja, auf jeden Fall irgendein thailändischer Scheißtrick halt. Ja. Da hast du schön drüber gesehen. Und am Anfang hat man noch einen recht ungünstigen Platz. Weil es 40 Grad gehabt hat. Ja, und alle geschwitzt wie die Schweine. Aber als wir dann umgeguckt worden sind, direkt zu den Ventilatoren und erst einmal glaube ich, jeder Milchshake oder ein Fruchtshake oder sowas ein feiner Schmusi. Haben wir gemerkt, dass es der gar nicht dumm macht. Ja. Und dann sind wir schnell auf Cocktails umgestiegen. Das ist lustig, weil da war schon der Zeitpunkt erreicht, wo keiner mehr so richtig Bock auf Bier gehabt hat. Nein, ich glaube, ein paar haben sich trotzdem eins bestellt, aber ich glaube, da habe ich nicht einmal. Also ich habe mir auch gleich wieder einen Singapore Sling geholt, soweit ich weiß, oder einen Teig, ich weiß nicht, scheiß drauf, irgendein Cocktail. Ja. Preise moderat, jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber moderat so für diesen... 8 Euro oder so, oder? Ja, genau. Für den Ausblick und dann haben wir da... Das ist ein Wasser. Das ist überraschend gewesen. Okay, ist gut. Nicht schlecht. Ja. Und der Kid Rap und ich, also absolute Empfehlung, wenn es irgendwo bei den Asiaten seid, ich weiß nicht, wo es überall in das Panang Curry haben, ob das wirklich so ein thailändisches Ding ist oder... Ja, schon, glaube ich. Panang. Ja. So geil, die Sauce. Da haben wir Red Curry gegessen, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, da Panang genommen. Nein, du hast der Red Curry mit Huhn genommen und ich habe es mit Meeresfrüchten genommen und dann haben wir... Also Red Curry habe ich auf keinen Fall genommen. Doch, wenn wir 22%... Wenn, dann habe ich Yellow Curry genommen. Nein, ich habe doch kein Red... Okay. Ach, das ist auch gut. Ja, offensichtlich, hat mir gut geschmeckt. Ja. Bist du dir ganz sicher, dass ich keinen Panang genommen habe? Wie das sicher? Das hat man am Vortag, als wir da bei den Beidel was bestellt haben. Erkennst du am Beutel, weil ich glaube, ich habe ein Foto gemacht. Am Beutel kann es schwierig werden, aber es gab da kein Panang Curry. Das ist schlimm dann. Okay. Ja, dann glaube ich dir das. Ja. Glaube ich dir natürlich. Und dann haben wir, also das war wirklich, ich habe die Wegführung zu diesem Restaurant übernommen, dann sind wir erst einmal 10 Minuten in die falsche Richtung gegangen, weil irgendjemand hat sich verarscht. Ja. Aber war wirklich strange dann da zu sein. Ich suche einmal einen Namen raus, werden dann nirgends kopieren, aber wirklich absolute Empfehlung. Ja. Und dann haben sie 3 von uns wacker in ein Bolt begeben. Das bedeutet, war voll geil, wir haben nicht mehr zu Fuß gehen müssen. Ja. Haben uns zum nächstgrößten Supermarkt fahren lassen und das war schon, eigentlich schön sortiert. Tolles Sortiment. Ja. Großer Supermarkt. Der hat alles gegeben, was man so will, aber die Fleischtheke ist für einen Europäer schon gewöhnungsbedürftig, da ich sagen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist alles, was so beim Edeka oder beim Kaufland gibt, mit Metzgereitheke und alle Kühldinger, nur die Kühldinger sind offen. Mhm. Und du kannst es mit so einer riesigen Eisenschaufel kannst es da rausholen,
Fleisch. Kennst du diese Candy Stores, wo du reingehst und immer deine Plastiktüten, deine Tüten voll machst mit den verschiedensten Süßigkeiten? So schaut das aus, nur mit Fleisch, und das Hackfleisch war ungefähr so wie Gulasch geschnitten. Übertrieben gesprochen. Ja. Und es hat auch sehr verstörende Sachen gegeben. Also klar, Hühnerfüß, schon ein Klassiker in Thailand. Aber was echt eklig war das komplette Schweinegesicht. Das Schweinegesicht, ja, auch nur die Haut. Also klar, die waren daraus wahrscheinlich so. So crispy. Ja, ist ja crispy wahrscheinlich. Aber trotzdem ein bisschen gruselig ausgeschaut. Ja. Und wenn du in Thailand günstig essen willst, dann geh es. Ja. Wir haben, glaube ich, 170 € gezahlt. Ja. Für den ganzen, klar, da waren einige Steigen am Bier dabei. 2 oder 3. Ja, das war der Moment, wo der Kid Drive gesagt hat, er hat jetzt ein 50er für Augustiner Bier sein. Ja. Hat es aber nicht gegeben, leider. Ja. Und das war das da der Moment, wo wir dann endlich auf Schnaps, das haben wir schon früher gemacht, gell? Schnaps haben wir schon schnell eingesehen, oder? Ja, da haben wir noch Mischhalter noch gekauft. Ja. Ein Skiburger, Panzer, so alles, was du für einen feinen Burger brauchst. Ich glaube, 8 Kilo Speck haben wir gekauft, Bacon. Ja. Das war voll, voll geil. Und ja, dann ist wieder zurück zum Pool gegangen. Das war eigentlich der Tag, das glaube ich im letzten schon erwähnt, wo der Kid Rap und ich nochmal zu zweit nach Patong rein wollten, um da eben Tänzerinnen zu engagieren für unser Musikvideo, das wir am Pool drehen wollten. Waren wir dann aber an dem Tag Gott sei Dank zu faul, weil wir schon so lange in dieser... Ja, ich glaube, wir haben 2 Stunden braucht zum Einkaufen, weil wir eine halbe Stunde warten haben müssen, bis wir Schnaps kaufen Stimmt, dürfen. Weil man darf nur von 9 bis 14 Uhr und von 17 bis irgendwas 23 Uhr, aber kein Laden hat bis 23 Uhr offen, das ist total verrückt. Ja. Okay. Ja, und dann, wir haben ja das dann, glaube ich, wir waren dann die Tage drauf, waren wir ja direkt in Patong. Ja. Und da haben wir dann eben noch geschaut, weil das Haus war auch cool gewesen irgendwie. Was geht, aber die haben überhaupt gar keinen Bock gehabt. No. Also in Thailand, glaube ich, kannst du leichter 10 Thai-Prostituierte für einen Zehner bumsen, als eine Tänzerin zu finden. Ja. Aber gut, das ist halt eine Kunstform, Tanzen. Gell? Ja. Wahrscheinlich ist Ficken einfacher wie Tanzen. Ich komme beides. Beides nicht, wollte ich gerade sagen, aber... nicht, ja. Dann haben wir noch Kohle gekauft, die ausgeschaut hat, als wäre es aus dem tiefsten Braunkohlewerk aller Zeiten gekommen, und es hat nirgends Anzünder gegeben. Wir haben des Öfteren nachgefragt, keine Anzünder, und dann Spiritus, nothing. Feuerzeugbenzin. Dann waren wir richtig schön noch in der Villa, wir waren umgeben von Dschungel, waren wir noch schön Holz sammeln, damit wir die Kohle irgendwie ankriegen, aber das haben wir relativ gut gelöst. Ja. Haben dann aber auch wieder, glaube ich, um 10 Uhr gegessen oder so gefühlt. Ich glaube, wenn ihr das Holz, also versucht jetzt den Grill zu machen, haben wir drinnen schon das ganze Essen hergekriegt quasi, also dass man drauflegen muss. Aber das Hackfleisch war echt nicht gut. Nein, also, das hat sich auch so, also dadurch, dass so, da hätten wir jetzt noch ein Ei braucht, ein bisschen Semmelbresel, das besser zusammenhält. Aber das heißt, ich bin ja Purist. Das bedeutet für mich, ein guter Burger, 100% Rind, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, kein Schnickschnack, ich brauche kein Ei, ich brauche keine Semmelbresel, ich möchte einfach nur das Scheißfleisch, das zusammenpasst. Ja. Das hat halt nicht gut gehalten, aber egal. Und kurz bevor wir zum Essen gekommen sind, ist auf einmal die Stimme von nebenan wieder gekommen, der Nachbar, und brüllt drüber, ob wir uns eigentlich darüber im Klaren sind, dass wir um 10 Uhr im Haus sein müssen. Da war es 9 Uhr eben. Gerade einmal, glaube ich, oder? 8:30 Uhr. Irgend sowas. Das war echt noch früher. Ja, musst du, wie gesagt, auf Englisch, auf gebrochenem Italo-Englisch, wenn wir vermuten. Und wir sind hier nicht an der Bangalore Road, hat er gesagt. And in 10 o'clock you have to be in the house. It's a closed area, bla bla bla. Ja, und Ding und Scheiß. Und habe ich gesagt, Bruder, im feinsten Englisch, habe ich gesagt, wir müssen um 10 ruhig sein, leise. Aber du kannst uns nicht zwingen, dass wir reingehen, du Arschloch. Ja. Und haben uns auch nochmal rückversichert bei unserer Vermieterin, die auch gesagt hat, wir müssen nicht reingehen, wir müssen nur ruhig sein oder leise, unsere Zimmerlautstärke unterhalten. Was für uns kein Problem ist. Und ihr kennt ja unseren Podcast, wie gelangweilt wir reden. Also, klar, gib uns 6,5 und dann, aber so schlimm war es da gar nicht. Nein. Ja, dann Burger gegessen, und dann, glaube ich, sind wir noch sehr lange im Pool gewesen danach, oder? Ja, stimmt, sehr lange wieder unsere Pool-Trinkspiele. Aber die Burger waren trotzdem, die richtig widerlich gute Pommes haben wir im Ofen noch gemacht. Die haben, glaube ich, die waren eine Stunde im Ofen oder so. Und ich habe noch nie so eine Pommes-Konsistenz erlebt. Die waren außen
weich und innen knusprig. Also, Ich weiß nicht, wie das gegangen ja, ist. Das war, ja, klar, es sind einfach zu früh in den Ofen gehauen worden. ja, das habe ich aber angemerkt, aber Ja. das war denen egal. Ja. Egal, wurscht. Gegessen worden sind es trotzdem alle. Und wie? Ja. Ja, das ist, also mir macht auf jeden Fall so Fast-Food-Stuff, also Burger oder ja, wo der Großteil des Essens nicht die Beilage ist, wie beim Thai-Essen, sondern eben das Fleisch, Ja. macht mich wesentlich satter und zufriedener als Thai-Essen. Wollte ich nochmal anmerken. Dafür ist Thai-Essen eine perfekte Unterlage für, wenn du essen gehst und dann direkt saufen willst, weil du dann nicht träge wirst. Ja, das das stimmt, ist irre. Du hast also Unterlage und kannst saufen. Also. Ja. Ich denke, dass Thai-Essen insgesamt gut ist, wenn du also Sport machen willst oder so, weil das zieht dich nicht runter. Aber Ja. eigentlich sage ich dir das andere gleich nochmal mit einem anderen Beispiel. Ja, ist ja so. Ja. Facts. Saufen ist auch Sport. Trinken ist auch Sport, ja. Hallo? Ja, okay. So. Sind wir noch da, oder? Ja. Hast du leise geredet? Nein. Okay. Ja, und dann war dieser Tag in der Villa irgendwann beendet. Am nächsten Tag hat es dann noch eine große Großes Kontrolle. Saubermachen. Ein großes Saubermachen und einen Kontrollgang. Ja, der Blick von der Ja. Besitzerin war schon wieder köstlich, als dann nicht, weil wir haben natürlich alle unsere, wir haben halt Glasflaschen gehabt und so und haben halt alles natürlich fein säuberlich aufgeräumt und auch die ganzen Dosen schon in der Tüten gehabt, weil man ein bisschen recyceln musste und haben das da so hingestellt, es waren halt 2 komplette so große Müllsäcke voll, hauptsächlich mit Bierdosen drin und nochmal 4 so Tragel, so Pappardeckel mit auch, glaube ich, jeweils 12 so große Flaschen und dann kommt sie so rein, sieht das und dann so, oh, that's a lot. Das ist, schau, sie machen, wir sind gar nicht selber schuld daran, dass wir immer sagen, ja, wir sind übrigens Deutsche, wir sind aus Bayern, wir saufen so viel Bier. Es ist ja scheinbar wirklich so, es ist ja anerkannt. Weil das ist, ja, die haben ja schon, wir sind ja am ersten Tag, also am ersten Tag in der Villa, ist ja der Tobi und der Fabi, glaube ich, losgefahren, um Bier zu holen. Ja. Und haben ja auch schon eine gute Menge, also der komplette Kühlschrank war voll mit Bier und da hat der Bolt-Driver hat ja mitgeholfen beim Transport. Ja. Der hat auch erst einmal ein bisschen geschaut, aber es war schon auch nicht wenig. Lustig, es war sau viel Bier dafür, dass wir gesagt haben, wir kriegen es nicht mehr runter, das Zeug. Ja, gut. Wir sind ich finde, ja, egal. Da wiederholen wir uns noch. Ja. Ich habe mit Schoraumer geredet und habe gefragt, woran liegt es, dass dieses Singerbier oder vergleichbares Bier sie so schlecht auf lange Zeit saufen lässt. Und ich habe vom lieben Christian habe ich dann Feedback zu dem Thema gegeben, also sehr ausführlich, scheinbar auch ein Braumeister oder jemand, der sich mit dem Thema Bier schon mal beschäftigt hat. Und es ist scheinbar so, dass eben jetzt zitieren bestimmt wieder falsch, das wird jetzt wieder genauso gut mit dem Witz, den ich gerade erzählt habe. Es sind ja oft die Nebenprodukte beim Brauen scheinbar, die schon mal eine schlechtere Verträglichkeit ausmachen und scheinbar sagt dir der Körper ab einem gewissen Punkt, dass da jetzt Stuff drin ist, der gar nicht so unendlich gut für deinen Körper ist. Und deswegen ist auch dieses Widerstreben dann irgendwann in dir, über das du halt hinweg trinken musst. Aber da musst du halt Profi sein. Und dann habe ich noch meinen absoluten neuen Lieblingsbegriff kennengelernt. Einer Braumeister, der Erik, hat gesagt, für ihn ist der wichtigste Faktor an einem Bier, wenn er ein Biertasting macht, ist die Drinkability. Ja. Oder wie der Alfred dann korrigiert hat, die Saufability. Ja. Und das ist, wenn du eben den ersten Schluck nimmst, dass du sagst, oh, ich mag direkt einen zweiten Schluck. Und wenn du den zweiten Schluck nimmst, dass du sagst, du magst eine zweite halbe und dann geht es halt so weiter. Und die Drinkability war nicht gegeben beim Singerbier, muss ich ganz ehrlich sagen. Real Talk. Ich war mal in Holzkirch am Bahnhof, als ich noch viel jünger war. Bin richtig gespannt, wo das jetzt hinführt. Und dann habe ich mir aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, ob ich fahren habe müssen danach noch oder so, habe ich mir, oder es hat nichts anderes gegeben, das ist auch schon einige Jahre her, muss ich jetzt sagen. Nein, Löwenbräu Radler gekauft. Und ich habe einen Schluck davon getrunken und habe sofort einen stechenden Schmerz im Kopf gehabt. Also ohne Schmarrn. Ich glaube, das ist wirklich so passiert. Und ich glaube, das jetzt macht es ja Sinn, wenn mein Körper mir sagt, dass da was drin ist, was nicht gut für mich ist. Und ich habe halt einen Schluck getrunken und habe halt sofort stechende Kopfschmerzen gehabt. Deswegen denke ich, dass dieses Löwenbräu Radler mich vergiften wird.
Du bist Harry Potter und das Löwenbräu-Radler ist Voldemort. Immer wenn es dazu nahe kommt, dann... Ja, da hat mein Name weh. Ja. Oder mein Tumor. Ja, gut. Was jetzt noch so Bock auf unsere Körper hat. Ja. Ja, brauchen wir nicht reden. Ja. Ja, Löwenbräu ist auch schwierig. Aber ich habe gesagt, alles habt ihr gemerkt dann. Unsere Thailand-Story. Zack, weg von der Villa, direkt in das nächste große, schöne Haus. Das war mal eine große Verwirrung, weil der Boltfahrer nicht unsere Behausung gefunden hat. Ja. Der zweite, also wir haben zwei, Entschuldigung, es war ein In-Drive-Fahrer. Und zwar haben wir da zwei, 6 Autos oder 4 Autos, keine Ahnung, gemietet. Und eines der beiden Autos, und ich möchte deren, sag ich mal, Insassen, Ich war jetzt diesmal nicht dabei. nicht namentlich erwähnen, haben große Probleme gehabt, beim Wenden nicht aufzuhocken, und zwar mehrfach. Ja. Also die sind dann auch ein bisschen später angekommen. Ja. Ja, das war dann eigentlich das Einzige, was an dem Ding schade war. Es war das zweite Airbnb, das ausgelegt war für gefühlt 18 Leute, aber es war wieder ein Couchschlafplatz dabei. Ja. Und ein Zimmer hat keine Klimaanlage gehabt, also hat eine Klimaanlage gehabt. Hat nicht funktioniert. Ja, aber war nicht mein Zimmer, daher alles cool. Hätten wir wahrscheinlich reklamieren können, wenn wir wollen hätten. Ich habe danach geschrieben, eben, dass cool war, nur dass eine Klimaanlage nicht geht. Und sie gesagt, gib mir einfach melden, sind auf einer Stunde immer gekommen. Ja. Aber da es nicht mein Zimmer war, war das für mich jetzt nicht im Fokus, muss ich sagen. Ich habe es einer zumindest vorgeschlagen, sie können den Ventilator einstellen. Ja. Haben sie das nicht auch gemacht? Ja, dann schon, ja, aber hat anscheinend nicht so viel gebraucht. Wie gesagt, Ja. not my problem. Ja. Ja, da eine gute Saufatmosphäre da drin gehabt. Voll. Stranger, trotzdem irgendwie strange gewesen. Das Ja. Mobiliar und so hat ein bisschen gewirkt, als war es verflucht, so vom Holzton her. Das war allgemein großartig, als wir angekommen sind. Wir waren relativ entspannt, also wir haben am Vortag nicht komplett gesoffen. Dann sind wir ja auch erst einmal wieder los zum Einkaufen. Ja. Haben da auch eine gute Menge an Schnaps und Bier gekauft. Ja. Und ich glaube, wir sind die ersten 2 bis 3 Stunden, ich möchte nicht übertreiben, korrigiere mich bitte. Ja. Tobi hat es erst einmal hingelegt, Ja. eine Stunde oder so. Sind wir auf dieser zu großen Ledercouch gehockt und haben uns Rammstein Ja. Live-Videos angeschaut oder alles Ja. Mögliche angeschaut und haben dabei gesoffen. Und Ja. irgendwie war das geil. Ich meine, du fliegst so viele Kilometer. Ja. Hast dann einen schönen Strand vor der Tür Ja. und draußen tobt das Leben und du hockst dir einfach so, als wären wir wieder 14. So mir scheißegal, Ja. was draußen für wieder ist. Ich spiele jetzt erst mit Pro Evolution Soccer. Ja, oder einfach nur die gelbe Edition komplett durch am Gardasee. Ja. Ja, während ihr beim Einkaufen wart, ist der Fahrer noch zurückgekommen, weil es ein Missverständnis zwischen uns gegeben hat. Wir haben unser Zeug halt hinten drin gehabt und was ich nicht mitgekriegt habe, ist, dass der Taxifahrer auch seinen Rucksack und seine gewaschene Wäsche da drin gehabt hat. Und der Rucksack hat ausgeschaut wie vor einem Spätzle von uns. Und dann habe ich einen Alten auch gefragt, ob das alles unser Zeug ist. Und ich glaube, du hast dann gesagt, ich habe es auf jeden Fall falsch verstanden und habe halt alles mitgenommen. Und dann seid ihr zum Einkaufen gegangen und auf einmal klingelt es an der Tür und dann ist der Taxifahrer da, ist Tobi hier, ist Tobi hier. Und ich habe erst gedacht, irgendwas mit dem Zäun hat nicht hingekommen oder so über die App. Und dann hat er einen extremen Mauldampfer noch gehabt, das war echt anstrengend. Entschuldigung, als Taxifahrer. Ja. Und dann haben wir da ewig hin und her da mit Google Translate, da kannst du ja auch reinreden. Und dann sind wir aber nicht auf einen grünen Nenner Wie lange gekommen. hat das gedauert? Also schon 2-3 Minuten auf jeden Fall, ohne Übertreibung. Und dann wollte ich gerade jemand anders noch holen, ob er im Versteck, und dann mache ich die auf und dann ist halt sein Rucksack da mit seinem Wäschebeutel. Und ich so, das ist okay, das ist dein Zeug. Wie so ein Hund, der Härchen gefunden hat. Ja. Und dann war der. Hast du schon gesagt, du willst das Teil zeigen? Ja, schon, ja. Ja, und dann war der todeserleichtert. Was aber echt süß war, weil er hätte ja voll angepisst sein können. Ja. Aber er war echt nett und war dann voll erleichtert, dass er seinen Scheiß wieder gehabt Ja, hat. genau so. Ja, der war allgemein, also ich glaube, der andere Fahrer, das war der Urgrantige. Ja. Der hat uns wahrscheinlich mit der Machete angegriffen. Wahrscheinlich dealt er nebenbei und da war wahrscheinlich unendlich viel Meth oder sowas drin. Das kann, Alter, ja. Ja, und wir nehmen das einfach mit. Er hat sich schon gesehen, wie er sein Kapo und Tando packt. Ja. Naja. Ja, geil. Also das hat mich schade, dass ich nicht miterlebt habe. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht wahrscheinlich auf Anhieb gewusst, was er von mir will. Ja. Krass, dass ihr die Klingel gehört habt und dass die funktioniert. Und vor allem, Er war aber auch wie er dieses Haus gefunden. Ja. Wie hat er sein können? Ich weiß nicht. Also er war eigentlich gleich um. Keine Ahnung, ob jemand anders dann reinlassen hat. Vielleicht wohnt er noch Thais oder so in dem Haus. Vor allem, wir haben ihm nicht einmal so die komplett korrekte Adresse oder so gegeben.
sondern wenn wir uns halt in die Richtung. Das bedeutet, Ja. er muss da bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde lang von Haus zu Haus gegangen sein. gesucht haben, ja. Krass. Naja, so ein Trottel. Ein richtiger Draht. Pass auf den Klump. Ja, das ist gleich weg. Ja, und dann haben wir gedacht, draußen gibt uns gerade noch nicht so viel und haben uns halt da schön angelegt, was voll geil war nachher. Vorher haben dann auch eine schöne Bootstour für den nächsten Tag schon mal rausgesucht. Ja. Mein Plan war so, erster Tag Vollsuff, zweiter Tag irgendwas Leichteres. Da habe ich mir ein Tiererlebnis mehr vorgestellt gehabt. Und am dritten Tag wollte ich halt nochmal irgendwas, wo man saufen und Spaß haben kann. Also sprich eine Bootstour und ein Thai-Box-Kampf. Und das ist genauso eingetreten. Wir sind an diesem Tag dann noch direkt in diese, wie heißt es, Patong? Nein, also also an Bangla Road, direkt an Bangla Road eben. Das ist diese Assi-Straße, wo eben auch überall Nutten und Skorpione und was weiß ich sind. Nutten und Skorpione, das ist das, was ich im Leben gern mag. Ja. Sollte man ein T-Shirt machen. Sluts and Scorpions. Ja. Habe jetzt gerade spontan übersetzen können. Das Ding ist so eine Frau mit Brüste, mit Ausschnitt und was am Start. so ein Skorpion. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Macht mir gerade ein kleines bisschen zu geil. Weirder Boner. Ja, was du übersprungen hast, das Ribs essen. Ich weiß nicht mehr, wie der lang geheißen hat. Es war Naughty Nuris. Okay, ja. Ich bin erst gerade ein bisschen erschrocken, als ich nämlich meine Boltfahrten durchcheckt und ich gedacht habe, Naughty Nuris, das klingt nach einem Etablissement. Zu dem wir jetzt nicht am Abend um 5, 6 gefahren waren. Stimmt, das habe ich übersprungen, bitte. Ja, wir waren im Naughty Nuri und das ist ein sehr fleischlastiges Restaurant, würde ich sagen, ein bisschen westlich angehaucht. Hat Ribs gegeben, eigentlich alles, was man so smoken, grillen kann. Probably the best ribs in the world, haben sie gesagt. Ja, und sie waren wirklich sehr, sehr gut. Also müssen sie nicht vor viel Ami-Ribs verstecken, auf jeden Fall. Also ich finde, die waren nicht schlecht, aber die im Carsons. Nein. Gott, an die kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber die waren auf jeden Fall auch köstlich. Gut, Entschuldigung. Portionen auch fair. Ja. Preise fair. Ich glaube, die haben, was werden die umgerechnet gekostet haben, 15 Euro. Ja, Kellner waren nett. Wir haben am ersten Tag ich glaube, du hast am ersten Tag ein Ding. Der Stefan. Irgendein Getränk aus der Strawberry Colada oder so war das, aus einer Kokosnuss. Und wenn man dem bestellt, und das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dann gibt es einen Naughty Nuri Dance. Und dann kommen 3 echt gut gelaunte Kellner, die das zwar jeden Tag 40 Mal machen müssen, aber das gut rüberbringen. Und die shaken dann den Cocktail am Tisch. Shake. Everybody shake. Ja. Und es war wirklich ein großartiges Essenserlebnis auch. Und da hätte auch eine Liveband gespielt. Aber wir sind dann gestärkt, wie wir waren, direkt in diese Bangla Road. Und sind da auch einer unserer Teilnehmer hat sich an dem Tag irgendein Horrorgras eingezogen oder halt komplett überdosiert. Und der ist dann nach dem Essen so mit in diese Bangla Road gegangen und du hast einfach gemerkt, der hat richtig shit Fernlichter auch gehabt. Wenn man so schön sagt. Das gute Gras aus dem Dragonfall Set Weeds da. Der hat uns aber oft an den Arsch gerettet, weil immer wenn wir mit dem Taxi oder zu Fuß oder was weiß ich zurück zu unserem Airbnb kommen müssen, wenn du diese Nanai Road, in der das war, eingegeben hast, hat man das nicht gescheit gefunden, aber den Dragon Ball Set Weed Store oder nur Dragon Ball Weed Store war leicht zu finden. Ja, den hat es immer gegeben, Ja, und dann sind wir in die erstbeste, also eigentlich sind wir einmal durchgegangen, haben uns so ein kleines bisschen, wir haben uns Wegmischel mitgenommen, um uns mal ein bisschen, Pegel zum Bringen. Ich muss sagen, also eigentlich, man macht das sowas als Gags. Was ist deine Meinung zu solchen Straßen? Es ist, finde ich, schwierig. Ja, also es ist ein bisschen schockierend auf jeden Fall. Es ist auch trotzdem interessant, weil sowas gibt es ja bei uns nicht. Also in Hamburg vielleicht, aber auch nicht so. Also es ist halt nicht die Mischung aus, in Hamburg glaube ich ist der strikt getrennt, oder? Also ich war noch nie in der Herbertstraße drin. Ich bin nur bei einer Führung durchgegangen einmal, und da darf man Frau nicht rein. Ja. Aber da ist eine normale Bar, dann wieder eine fragwürdige Bar, normale Bar, Weed Store.
normale Bar. Weed Store. Ja. Shooting Range. Shooting Range, ja. Ja. Also es ist schon witzig, aber auch anstrengend. Tatsächlich. Ja. Also vor allem die ganzen Leute, wo da was verkaufen wollen, die in irgendeinen Lohn reinziehen wollen. Auch wenn man, ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da komplett als alter Single hinkommt. Ja, klar, gut, dann, weil du dann fühlst, wir kennen im Süßigkeitenladen. Wahrscheinlich, ja. Denke aber auch, so, ja. Ja. Ja, ich hab's auch, also, wie du schon gesagt hast, ich finde es auch anstrengend. Also, sowas ist, das kannst du einen Abend schon mal machen. Ja. Aber ich glaube, also, es hat keinen Wiederholungswert. Nein, ich finde, man ist auch immer so extrem auf Hab 8, finde ich, weil du denkst immer, jeder will das ein bisschen bescheißen oder so, oder jeder will da deinen letzten Batt aus der Tasche ziehen. Aus der Knastbrieftasche. Aus der Knastbrieftasche, ja. Und na, das ist ein bisschen nervig. Wenn du einfach nur saufen willst, ohne dass du... Aber sogar das habe ich irgendwie, also die Straße ist halt so unendlich laut, wir waren ja dann in einer Bar drin. Ja. Die war dann halt aus dem Grund witzig, weil wieder einer der Tobis einfach, die versuchen also ich weiß nicht, ob das auch, ich glaube ja, es ist ja, wozu ich später noch kommen werde, scheinbar jede Frau in Thailand ist ja offensichtlich käuflich in einer dieser Straßen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Oder in die Touristengegenden. Ja. Ich komme später noch dazu. Und an diesen komischen Bars haben die Frauen irgendwie so gewirkt, als wären die nicht nur darauf aus, die zu bedienen, in der Form zu bedienen. Ja. Und die kommen dann immer an den Tisch und wollen dann immer, dass du mit einer spielst irgendwas, der entweder für gewinnt, aber der spielt dann mit einem Asiaten nicht für gewinnt, das ist ja hier ordentlich Denksport. Ja. Nein, danke. Ja. Und dann schauen sie wieder, wenn ich es runterhaue. Ja, schon. Also, Mist. Ja. Und wenn du gewinnst, dann darfst du ein Getränk aussuchen, und wenn du verlierst, dann dürfen das ihr Getränk aussuchen. Ja. Und der Tobi hat scheinbar immer Glück im Spiel. Ja. Der hat dieses Würfelspiel, was übrigens ein unendlich geiles Würfelspiel ist, sehr simpel, ich glaube, es geht einfach nur darum, jeder hat 5 Würfel oder so und du würfelst gleichzeitig und wenn du dann 6er hast, dann kommt der weg, glaube ich, und wenn's dann, dann kriegt dann der andere und Einser kommen weg, irgend sowas. Und es geht halt darum, dass du am Schluss keine Würfel mehr hast. Ja. Und reines Glücksspiel. Ja. Und der Tobi hat der hat uns, glaube ich, gefühlt 6 Jägerbombs hat er uns organisiert. Und irgendwann dann sind sie mal wieder zu mir gekommen und sagen, ja, ich nicht spielen. Und ich sage, no, hier, dieser Mann. Und sie dann wirklich nur so... Die waren wirklich, die haben keinen Bock mehr gehabt. Ja. Dann haben sie sich abgewechselt, dass wir wieder gegen ihn spielen, haben wieder verloren. Und der Tobi hockt ja einfach nur so da und schaut so. Als der das Spiel gar nicht versteht, aber jeder weiß, dass er es wahrscheinlich mitentwickelt hat. Ja. Und sagt die ab und die waren wirklich irgendwann dann frustriert. Aber dann sie haben dann die Würfel gewechselt. Ja. Haben nochmal gegen ihn gespielt und haben es dann gewonnen. Ja, am 6. oder 7. Mal, war geil. Auf jeden Fall lustig gut zum Schauen. Ja, hat mich sehr unterhalten. Ja. Die sollten mal Geoguessing gegen mich spielen. Da würde ich den einen oder anderen Drink schon abstauben. Ja. Muss ich jetzt auch sagen. Weil nächstes Mal nehmen wir Tabu mit. Ja, stimmt, ja, aber nur Deutsch erlaubt. Ja, klar, ja. Finde ich gut. Da waren wir echt auch relativ lang drin. Ja. Dann hat sich einer von unseren Kollegen, wie gesagt, der sich komplett ins Jenseits gekifft hat, hat dann gesagt, er hat jetzt echt, er gibt halt nichts mehr zu meinen. Er ist jetzt ganz ehrlich, der hat auch ausgeschaut wie der Tod. Das war übrigens auch einer der Kollegen, jetzt vielleicht kann man es jetzt dann erschließen, der am Tag davor, der am selben Tag 4 Stunden auf dem Scheißhaus, oder war das erst am nächsten Tag? An dem Tag war er noch fit. Ja. An dem Tag war er noch fit, am 2. Tag hat er durchgeschissen, aber an diesem Tag, ja. Vielleicht war es dann gar nicht das Weed, sondern halt der Virus. Oder das Bakterium. Ja. Ach so, dass ihm so schlecht gegangen. Ja, das kann sein. Und er hat gesagt, ja, er hat jetzt gerne irgendwie heim, aber keine Ahnung wie. Ja, und dann sage ich, ja, ich bring dich schnell heim. Ja. Und wollte ihm halt ein Bolt bestellen und das war das Geile, du wirst überall angelaufen, Taxi. Und er hat schon gar nicht mehr gewusst, was abgeht. Ja. Er hat sich einfach war sehr unglücklich mit der Situation. Und dann kommt einer und sagt, ja, Taxi, aber wir haben nicht gewusst, dass es sich um ein Motorradtaxi handelt. Und dann habe ich schon einen Preis verhandelt und dann sagt er,
Motorbike. Und dann steht, nein, das hätten einfach gekillt. Dann haben wir ein richtiges Taxi geholt und dann hat er, nachdem, also 1 Minute nachdem ich wieder in der Bar angekommen bin und laufen wir noch. Ja, schau noch, wie lange. Wir haben Zeit. Ja, wurscht. Ja, du hast den Namen gesagt, deswegen. Also, ja, ist ja scheißegal. Ja. Wissen sie ja die Leute. Ja. Und ja, dann habe ich ein richtiges Taxi geholt und in Thailand, wenn es das Rennen anfängt, dann bahnen sie das nicht so sehr an, sondern es fängt auf einmal komplett zum Schütten und er war gerade schon im Auto und ich war gerade schon wieder in der Bar. Ja. Und er hat gesagt, er hat irgendwie Todesangst in diesem Auto gehabt, wegen die Regengeräusche, wegen dem er gefahren ist, er hat richtige Hallos gesprochen. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, dann haben wir an dem Tag noch sehr lang einfach gesoffen. Dann waren wir noch übrigens auf Platz 9 der besten Diskotheken. Ja, haben wir jemand. Der Stefan hat uns durch, oder? Nein, jetzt der Flo geschickt. Der Flo, ja, genau, ja. Da waren wir noch drin, war echt ein guter DJ, aber es macht, also irgendwie macht es dumm. Also die ganze Zeit. Wir waren nicht, der Pegel war nicht korrekt für das, wo wir gerade waren. Also es war zu viel oder zu wenig, aber eher zu viel. Ich glaube, das waren mit die teuersten Cocktails, die wir so gehabt haben. Stimmt, ja, das ist wahr. Ja, und der Eintritt hat ja auch schon, glaube ich... Ein Zehner. Nein. Doch, der war nicht so teuer. Ich habe den ultra teuer in Erinnerung. Ich habe so 20, 30 Euro im Kopf gehabt. Bist du sicher? Für alle, ja. Ah, okay. Also 40 für alle waren es. Okay, das machen. Da hat sich der Harry auch kurz davor gesagt, du, Freunde, auch für mich gibt es heute nichts mehr zu holen, hat er gesagt. Und dann hat er sich auch verabschiedet. Und dann das geheißen? Illumin. Illumin. Ja. Illusion. Illusion, glaube ich. Oder? Ich glaube, Illusion hat es geheißen. Ist das in der Gruppe? Nein. Weiß nicht, ja. Ja, der Kid Rap findet es jetzt schnell raus. Ja. Da sind wir dann rein, haben uns da waren auch richtig hochwertige Tänzerinnen, sage ich mal, die wirklich richtig schöne Show gemacht haben, neben der DJ-Bühne. Und da war das auch da, wo auf einmal so viele Leute auf der Bühne waren, DJ-mäßig, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Aber da waren wir, wie lange werden wir da drin gewesen sein? In Summe vielleicht 30 Minuten? Nein, war schon eine Zeit lang. Echt? Ja, Illusion heißt es, ja. Okay, dann waren wir scheinbar länger drin. Ja, also wir haben 2 Cocktails da drin gesoffen. Das können trotzdem 30 Minuten. Ja. Aber ja, keine Ahnung, wie lange wir drin waren. Ja. Haben wir uns dann schnell wieder entschieden, dass das jetzt nicht so unser Messi ist. Ja. Und sind dann wieder in der Bar. Wieder in der Bar gegangen, ja. Richtig. Das war auch der Moment, also da waren wir dann bis 5, 6, bis halt alle Bars, das eine Bar hat dann zugemacht und die eine Bar hat uns dann in die nächste Bar geleitet und die Bar wieder in die und so sind wir einfach, bis alle Bars zugemacht haben und dann habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich oben war beim Pissen. Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Ja. Ich habe 100-mal gesagt, dass ich pissen gehe und bloß weil ich dann eine Stunde weg bin und die Anrufe ignoriere. Da habe ich dann auf dem Scheißhaus einen Tschechen mit einem Spezi vor ihm getroffen, die halt Englisch geredet haben. Und ich habe schon gehört, das kennst du aus unserem Geise. Ja. Und dann sind wir da ein wenig ins Gespräch gekommen und haben da dann im Endeffekt sehr, sehr, sehr lange noch gemeinsam getrunken. Am Schluss hat es gar keine Bar mehr offen gehabt. Da sind wir dann rausgegangen und haben dann an diesen Ständen haben wir dann noch gesoffen. Ja. Da habe ich mich viel zu lang mit einer Oma unterhalten. Ja. Das, glaube ich, hat die auch so genervt, aber ich war halt so stark. Also ich war halt so 1000% stark, sonst war ja die 2 Jahre mit den Tschechen gegangen. Und er hat gesagt, ja, seitdem er da ist, seit 2 Wochen, er hat da so ein kleines Spiel am Schluss, am Ende des Abends, weil er möchte nichts für 6 zahlen hier, schaut er mal, dass er einfach jede Frau, die vorbeikommt, anspricht und schaut, was so geht. Und das war faszinierend, ich habe das beobachtet. Er hat oder muss man ihm lassen, der Typ hat Riss gehabt. Ja. War so 26, 27, ausgeschaut wie Scheiße, einen Fokuhila gehabt, einen Blonden, einen Schnurli. Ja. Also, aber er hat das gut gemacht. Also, man hat sehr gemerkt, er hat die ganze Zeit er wollte mich immer mit ins Spiel bringen und er hat gesagt, he's from Germany, he can buy everything here. Sympathisch. Ja, das hat funktioniert grundsätzlich. Okay, ja. Und was mich so schockiert hat, ist, er hat auch 2 Ladyboys angesprochen, wo ich tatsächlich nicht erkannt hätte, dass Ladyboys sind. Das ist sehr schockierend. Und
Und war ihm auch wurscht, er ist nämlich, er ist nämlich bi. Ja, okay. Also ihm war das völlig egal. Ja. Und dann sagte er, yeah, you come with us and we fuck you the whole night. Sag ich, hey, Bruder. Ja. Ich schau gern zu halt. Ja, dann hol ich mir meckern runter. Ja, aber nein, danke. Ja. Und legt zum Schluss aus. Ja, und zwar aber sein Arsch. Ja, klar. Ich bin ja nicht schwul. Ja. Wie dann, wo der Kamm ist halt. Und was mich so schockiert hat, also mein bestes Gespräch habe ich wirklich mit der Marktstand Oma geführt, auch wenn es über eine App war. Ich weiß nicht mehr, worum es gegangen ist, aber es hat sich für mich gut angehört. Ja. Und dann ist er eben, es war so, also egal wen er angesprochen hat, es ist keine weitergegangen und hat gesagt, komm, verpiss dich. Ja. Weil er hat ja sehr direkt gefragt. Ja. Sondern jede. Und das waren halt Leute, die waren auch zu einem anderen Job. Die sind nicht alle von irgendeinem Job als Tänzerin oder so gekommen. Die haben immer nur gefragt, wie viel sie kriegen dafür. Okay. Also keine, die gesagt hat, bist du behindert? Ja. Was willst du von mir? Ja. Und ich glaube eben, dass nicht alle, es kennen einfach von diesen 80 Frauen, die er da angesprochen hat, gefühlt, können nicht alle, sage ich mal, im käuflichen Gewerbe aktiv gewesen sein, sondern die waren halt einfach, ich weiß nicht, ob das bei einer so verankert ist in dieser Touri-Gegend. Ja, vielleicht. Ich glaube, wenn es da ein bisschen außerhalb jemanden fragst, dann kann es schon sein, dass das hoffe ich. Ja, also das war wirklich schockierend. In meinem Zustand war es unterhaltsam für mich, das Ganze. Aber ich habe mir dann irgendwann, ich weiß nicht, ich habe einen polnischen gemacht, das weiß ich noch. Bei denen? Ja, also ich weiß nicht, ob es aus polnischen machen Zeit, wenn es einer scheißegal ist, dass ich aber habe ich übrigens gelernt, nennt man im Englischen Houdini, wenn du einen polnischen machst, finde ich ganz witzig. Ja. Und dann war ich im Endeffekt um 9:30 daheim und es war echt schwierig. Also es war für mich, die Navigation dahin war recht schwierig. Auch da hat mir der Dragon Ball Weed Store wieder gerettet. Da habe ich dann ein bisschen Bargeld gehabt, bin mit dem Taxi dann hier. Und dann habe ich die Panik meines Lebens gekriegt, weil ich mir gedacht habe, scheiße, um 9:30, weil leider haben wir nicht nachgefragt, wo ich bin, weil der Harry wiederum so besoffen war, dass er auf eine alte Nachricht reagiert hat, wo drin gestanden ist, dass der Tobi schon neben ihm im Bett liegt. Aber es ist um einen anderen Tobi gegangen und die Nachricht, das war 2 Tage alt. Die er geantwortet hat. Und in der Wien-Gruppen. Das war so geil. Und dann es war ja schon, um 7 Uhr ist es ja schon hell. Und wenn es halt um 9:30, da hat es ja dann schon fast 30 Grad, kommst du dann an, schaust komplett zerfickt, das kannst du dir vorstellen, wie das so wieder ausgeschaut hat bei mir. Also ich habe wirklich ausgeschaut, als wäre ich überfahren worden. Und dann stehe ich da unten, dann war das erste Couchloss war schon mal ein großes Problem für mich. Und ich habe es ewig lang. Das Wichtigste ist, mein Akku war seit 8 Jahren. Deswegen war auch die Navigation für mich schwierig. Ich habe nur gesagt, okay, ich möchte gerne zum Dragon Ball Weed Store. Und das ist auch schwierig, weil auch gerade das halt ein Wort ist, was jetzt nicht jeder Taxifahrer gleich checkt. Und dann zeigt er mir sein Handy und dann musst du da auch, das haben wir nur Ausländerbuchstaben. Schaut alles aus wie ein Bandwurm. Und dann habe ich es heimgeschafft und dann habe ich, aus irgendeinem Grund ist mir dieser Code dann nochmal eingefallen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe also 5 Minuten habe ich schon rumprobiert, glaube ich. Klingelt hat keiner gehört. Und dann war ich und es war so geil und dann war da die Tür einfach, ich weiß nicht, ob ich klingelt habe oder offen. Und dann, ich glaube, der Kai hat die reinlassen. Dann ich habe mich wieder angeschaut, wie so ein strafender Dad. Aber er war eigentlich mehr belustigt. Und dann das Geile war, der arme Harry, er hat mit mir im Zimmer geschlafen und hat das erste Mal gewundert, dass ich da bin. Und es war, wie gesagt, 9:30, legen mich neben ihm und dann hat er sich eine halbe Stunde den ganzen Abend von mir anhören müssen. Das war ein kleiner Monolog gewesen, aber... Ja, dann war am nächsten Tag um 1 die Elefantending gewesen. Da habt ihr bei mir geklopft und gefragt, weil mir ist so dreckig gegangen an dem Tag. Ich habe gesagt, könnt ihr mir am Arsch lecken, ich scheiße auf die Elefanten. Aber dann hat das nicht geklappt, dann sind wir um 4 Uhr hier. Das war, Entschuldigung, muss ich wieder, der Harry, ich habe zum Harry extra gesagt, also ich hatte dann bis 9:15 oder so dauert, bis ich geschlafen habe, weil ich mir noch mal Salm reindrucken müssen. Ich sage, ja, ich möchte schon gerne mit zu dem Elefantending, legst mir halt bitte zum spätestmöglichen Zeitpunkt auf. Und er hat mich um 1 geweckt, weil er gedacht hat, ich gehe los. War absoluter Albtraum, ich bin aufgestanden. Könnt ihr euch ja vorstellen.
Und dann haben wir erst einmal ein Reparierbier aufgemacht, das halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, Ja, sorry. ja, passt. Ja, ich habe dann auch nur in meinem Zimmer vegetiert, bis wir dann um halb 4 losgefahren sind, dann ging es schon einigermaßen. Ich glaube, das war der einzige Tag, wo ich noch ein Bier getrunken habe. Ich habe weitergesoffen. Mir war es da richtig wichtig, dass ich irgendwie, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt gar nichts trinke oder noch ein Bier oder so, dann gibt mein Körper auf. Ja, das Elefantending, weiß nicht, ob man da so viel dazu erzählen muss. Man hat verschiedenste Elefanten füttern können, die da gerettet worden sind, anscheinend. Sie waren nicht angekettet oder so, sie haben sich da relativ frei bewegen können und waren halt entspannt, weil sie halt mit Blätter gefüttert worden sind. Im Anschluss hat man noch kurz aus Elefantenscheiße ein paar Papyrus machen können. Ja, Papier irgendwo. Ja. Stimmt, ja. Also eigentlich war das Lustigste in dieser Elefantenstation, dass die Elefantenpfleger den größten und prackligsten von uns auf den Bauch gehauen haben und gesagt, oh, there's another elephant. Und das ist halt sehr entwürdigend an sich. Also, aber die haben es, glaube ich, nicht besser gemeint. Die sind so eine Elefantenfreunde, dass sie einfach cool gefunden haben, dass jemand so mächtig sein kann. Ja. Und dann haben sie ihm darum gebeten, ob er mal so viel Gras nehmen kann, wenn er irgendwie geht und zu den Elefanten tragt. Und das war auch sehr lustig. Dann haben sie ihm auch das Öfteren nochmal auf den Bauch geklopft. Ja. Aber die wissen, wenn man mit seinen Wesen umgeht. Ja, schon, das ist ein sanfter Riese. Ja. Und dann haben wir noch einen Schnapper gemacht. Geht vorher auf mich. Ich habe gedacht, jetzt suchst du noch was Schönes raus. Und das ist nicht ein Skybar, aber es war halt ein Restaurant, wo es halt einen ultra geilen Ausblick gehabt. Das heißt, ich habe, als wir dann mit dem Bolt hingefahren sind, als wir dann davor gestanden sind und gesehen haben, dass das ein 14-Sterne-Hotel ist, habe ich kurz geschaut und dann sind da schon $18 bei Google gestanden und gesagt, Freunde, da habe ich mir jetzt ein wenig vertan. Lass uns vielleicht doch lieber woanders hinfahren. Und dann haben wir uns aber trotzdem dazu entschieden, dass wir sagen, wie teuer kann es in Thailand schon sein? Ja, dann schön auf und dann haben wir uns da hingeguckt, haben Karten gekriegt und ich glaube, es war schon sehr, sehr teuer. Also. Es war unendlich teuer. Also es war eigentlich in erster Linie ein Steakhouse und wir sind dann da bleiben, weil der Ausblick so geil war. Und haben gedacht, ja gut, dann bestellen wir uns einfach das günstigste, was es gibt, weil normalerweise ist es so, wenn du in so einem richtigen Edelrestaurant bist, dann kriegst du zumindest einen Burger für 25, 30 Euro. Ja, gab es nicht. Das günstigste, das es gegeben hat? War ein halbes Händel, ein Mini-Händel für $40 mit irgendeiner weißen Sauce und was war noch dabei? Gemüse oder so? Oder? Ich habe, glaube ich, Pommes. Also ich denke, was man wirklich und eben Salat genommen, ja. Ganz wild, ja. Hast du das auch, wenn du gesoffen hast, dass du dann immer kalte Sachen konsumieren willst? Nein, nicht, okay. Ganz und gar nicht. Okay. Wie gesagt, ich bin ja Gott sei Dank, also sofort keinerlei Auswirkungen. Am nächsten Tag auf mich aus ist es halt ganz schlimm. Ja. Also ich kann alles am nächsten Tag essen, alles trinken. Ja. Also, meistens kann ich auch essen, alles essen, wenn ich wieder einigermaßen beieinander bin. Also da war ich halt nur, also da war mein Körper halt einfach so ausgelaugt, da jetzt mal sagen. Und das Händel war scheiße trocken, es war winzig, es war eher so daumengroß, Wachtel, vielleicht die Kenner von euch. Ja. Und es war nicht gut, die Soße war komplett widerlich für meinen Gaumen, also das war so eine Soße, die hat einen Würgereiz in meinem Mund ausgelöst. Ja, aber die Aussicht war schön. Aussicht war der Hammer, also ich darf nicht nochmal hier wegen dem Essen. Also ich glaube, wenn du da ein Steak bestellt hättest, das wäre schon geil gewesen. Aber das auch da... billigste Steak hat glaube ich $70 oder 70 Euro gekostet. Umgerechnet, das war also ein Albtraum. Ja. Dann sind wir wieder zurück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was dann passiert ist. Ich glaube, dass wir da nicht mehr viel gerissen haben. Oder? Ja, da haben wir gesagt, wir müssen ja morgen früh los und dann haben wir noch im Hotel haben wir doch noch ein paar Bierchen zischt. Da habe ich dann zum Einschlafen mit dem Harry, aber ich glaube, ich war trotzdem erst um 2 Uhr geschlafen. Mit dem Harry habe ich dann noch das Zabex Roleplay angeschaut von Red Dead Redemption. Danke, Red Dead Redemption. Und es war über die Maßen lustig. Also wer gut unterhalten werden will, schaut sich das Roleplay an mit Donny McDotter. Ja. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Ja, wir haben uns noch mit Bier geholt an dem Tag. Weil wir Angst gehabt haben, dass für den nächsten Tag nicht lang. Oh, stimmt, ja. Waren wir noch mit dem Supermarkt. 2 Steine, ja. Da hat der Tobi mich beeinflusst. Ich wollte 1 Stein mitnehmen, aber wir haben dann beide gesagt. Ja, genau. Und dann am nächsten Tag ab aufs Boot. War voll geil, weil wir so viel waren, haben unser eigenes Boot chartern können und haben da keine fremden Leute drauf gehabt. Ihr müsst wissen, wenn ihr was hasst, dann sind das andere Leute auf meinem Boot.
Und da waren zwei sehr ambitionierte Thailänder, einmal der Captain und sein Hiwi. Namen. Keine Ahnung mehr, einer hat irgendwie Gap geheißen und der andere Jupp, schätze ich mal, irgend sowas kurzes, eingängiges. Kleines Frühstück gekriegt am Anfang, ein paar Dosenbier dabei gehabt. Das hat am Anfang schon erst einmal, sage ich mal, erstaunt. Also, oder vielleicht haben wir es in einer Gastfreundschaft gekränkt, weil sie haben Getränke an Bord gehabt. Ja, aber wir haben schon eine Cola getrunken. Ja, schon eine Höflichkeitscola. Und dann haben wir eben als Höflichkeit auch gefragt, ob es okay ist, wenn wir unser Dosenbier saufen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt okay. Und dann haben sie einer Getränke alle weggeräumt. Ja. Ganz beleidigt. Ja. Das kannst du nicht saufen, das Zeug. Ja, und dann schön ein paar Dosenbier auf dem Weg gesoffen, ein bisschen in der Bucht gefahren zum Schwimmen, waren wenig andere Touristen da. Ja. Gab wenig Momente. KPP waren da essen. Hast du schon gesagt gerade? Nein, ich habe gesagt in der Bucht beim Schwimmen. Ja. Dann noch bei so einem Affenspot, wo alle an Land dürfen, haben wir serviert. Sie haben gesagt, das ist nicht möglich. Und wir sind die anderen da. Ja. Keine Antwort. Ja, dann auf Coffee gegessen und dann wieder zurückgefahren. Dann was haben wir da gegessen? Ich weiß nicht. Ach, da waren wir in diesem Piratending, ja, oder? genau. Wie war das Essen? Gut, also schon, gell? Ja, okay. Solide, ja. Und dann waren wir in dieser einsamen Bucht, das war eigentlich so mein Highlight an dieser Bootstour. So wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Aber nicht, wenn halt 36.000 andere Touristen da sind. Auch da war es gut, weil man hat die Wahl gehabt, entweder man fährt an so einem Strand hin, wo man raus, wo es von der Entfernung schon siehst, dass da 36.000 Sonnenschirme sind und unendlich viele Menschen. Also das war irre, man ist da vorbeigefahren, du hättest mit deinem Boot keinen Platz mehr am Strand gehabt. Das war... Die Insel war ungefähr so groß wie der Tisch. Ja. Und trotzdem 46 Milliarden Sonnenschirme drauf und haben gesagt, nein, nehmen wir lieber die kurz vor Phuket. Und ich glaube, da wird nicht viel gemacht, da ist anscheinend noch Quad gefahren. Ja, und zwar relativ schnell. Ja. Da hätte es noch eine richtig geile Strandbar hätt's da 100 Meter weitergeben, die halt wirklich am Strand ist. Ja. Aber wir haben unser eigenes Bier dabei gehabt, das haben wir im Wasser dann gesoffen, das war voll geil. Ja. Und dann sind wir zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, was wir den Tag... Aber wir waren noch im Steakhouse. Also noch Ja, stimmt. Nordic. An dem Tag? An dem Tag waren wir im Steakhouse und dann im Thai-Box-Kampf. Ja, stimmt, genau. Thai-Box-Kampf. Das hat mir ungefähr 30 Minuten an dieser Bootstrip gekostet, weil es so schwierig war, da noch Ringside-Tickets zu kriegen. Der war recht unterhaltsam, also wenn ich jetzt nochmal in Thailand war, würde ich mir auf jeden Fall keinen Thai-Box-Kampf trotzdem in diesem Stadion anschauen, sondern eher einen von den größeren, offizielleren. Ja. Aber war nicht schlecht, hat jeder T-Shirt gekriegt dazu, das war spitze, hat uns auch jedem von uns super passt. Ja. Ja, da noch ein paar Mischel gesoffen. Da hat es einen Moment gegeben, der so richtig guten Sauf-Vibe verströmt hat, weil dann der Tobi unbedingt saufen wollte. Und der hat eine Dose nach der anderen immer wieder an den Tisch geschmissen. Und ich habe halt dann irgendwann der Spielverderber so immer so gesagt, soll man vielleicht erst kurz backeln, weil wir am nächsten Tag am Simmer wieder losfahren haben müssen. Dann haben wir backelt und dann war halt der Vibe leider nicht mehr so da, aber da war es trotzdem warm um 2 oder 3 erst wieder im Bett. Ja, dann heim, nächsten Tag Abflug. Dann haben wir noch versucht, so viel Dosenbier wie möglich zum Saufen daheim eben. Ja, genau, das hast du gerade gesagt. Ja. Die haben wir weggekriegt, die Dosenbiere waren bis auf 2. Ja. Und dann sind wir eigentlich nur noch letzte Nacht Bangkok in dem Resort gewesen. Was ich eigentlich perfekt für die letzte Nacht fand. Das war geil. Ja. Der Pool war zwar, glaube ich, toxisch, aber man war 2 Minuten in dem Pool und hat schrumpelige Finger gehabt. Und nicht so ein bisschen schrumpelig, sondern ich habe ausgeschaut, als war ich 100. Ja. Da haben wir auch richtig viel Cocktails gesoffen. Danke an der Stelle für die Einladung. Ja, gern. Hat Kid Rapper springen lassen für uns, weil da haben wir in kürzester Zeit, also die sind nicht mit den Cocktails nicht nachgekommen. Kennst du das, wenn einer dabei ist, der sonst weniger viel sauft? Wenn der dann motiviert ist, dann nimmt es die ganze Gruppe mit und der Tobi hat auf einmal wieder handständig gemacht. Wobei hat er nicht, weil es gezeigt war. Und dann haben wir uns, so giftig war. Also einer hat was ins Auge gekriegt und es hat innerhalb von Kürze, ich glaube, der sieht nichts mehr, der Kerl. Ja. Und dann haben wir da 4, 5 Cocktails in, glaube ich, einer Dreiviertelstunde gesoffen. Das war voll geil. Ja, und davor noch ein paar Bier. Ja. Und dann noch schön Essen gewesen da in dem Restaurant. War auch gut, aber ich glaube, dass ich da mal. Obwohl, nein, das war zu knapp gewesen. Ich wollte gerade sagen, dass ich denke, dass ich da. Aber es hat. Wegen dem Wasser meinst du, so wegen dem Restaurant? Ja, Restaurant, da habe ich ja nur Meeresfrüchte gegessen. Das aber man braucht anscheinend so 2, 3 Tage und es ist auch auf die Nacht schon losgegangen bei mir. Also ich bin ja bei das war geil. Raus. Du hast vergessen, dass wir auf einem Swimming Market waren. Ja, stimmt. Ja. Der komplett ausgestorben war, aber irgendwie war es cool. Ja. Genau. Ja. Dann
eigentlich wollten alle schon ins Bett, aber da irgendwie war es die letzte Nacht und ich habe irgendwie Schock gefunden. Ja. Und dann waren der Kitty, der Harry und ich haben uns dann nochmal, haben wir wirklich die letzte Flasche Schnaps zumindest zur Hälfte noch geleert. Ja. Zu dritt und Mit fragwürdigem Mischel. ja, sehr fragwürdig. Wow, weh. Ja. Stimmt. Ja. Ja, und da ist dann, ja, da bin ich bei euch noch raus, super, leicht dann sitzen gehabt. Und dann ist Und dann- das Unglück über dich hereingebrochen. Ja, und dann gehe ich ins Bett, schlafe ein und ich glaube, es war ja so um halb eins oder so, wo ich raus bin bei euch, und dann war ich um halb zwei auf, mir hat so gefroren. Es war geisteskrank, so wie bei Corona. Ja. Einen richtigen Schüttelfrost gehabt, obwohl es richtig warm war. Und dann war ich auf und so viel geschissen, Alter. Das war so geisteskrank. Und das war so, ich kenne einen Flo, aber noch nicht so lange, also war es mir ein bisschen unangenehm. Ja. Und ich habe gedacht, gut, jetzt, ich hoffe, dass er pennt, weil hilft dann auch nichts, wenn ich da die Musik voll auf. Nein, das ist eigentlich nur du laut draußen. Er ist einfach leise Musik und deine Kacke-Geräusche. Schon, ja. Aber gut. Beruhigend war es dann, dass anscheinend. Das ist aus ein ähnliches Höflichkeit- Problem. Ja, ein ähnliches Problem und dass er aus Höflichkeit dann nichts gesagt hat. Ja, gut, Obwohl, das- im Endeffekt war es mir auch wurscht Ja, gewesen, aber natürlich. in dem Moment, wenn es dann. Das ist halt also, da bist du, glaube ich, wie so ein Hund, wenn du beim Hund Gassi gehst und der scheißt und du schaust ihn an, dann schaut er auch so, weil er sich halt nicht, also er schaut so hoch, Ja. weil er sich halt unwohl fühlt, weil er verletzlich ist. Ja. Ja, und dann ist es halt die ganze Nacht so hin und her gegangen. Ein extremer Schüttelfrost, sehr viel geschissen. Ich habe gewusst, dass was am Argen liegt, als der Kitty mir in der Früh geschrieben hat, der Flo und ich sind beim Hotelfrühstück raus. Ja, Mir ist ein Hotelfrühstück ziemlich scheißegal, wie viel ist das was Besonderes. Und, oder die mengen es einfach gern. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann bin ich auch raus. Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. ja, da war es, also in Thailand ist es ja geil, je nachdem wie geil das findet. Es gibt halt da schon gebratene Nudeln und da ist, Ja, ist schon geil. Ja. Kann alles zum Frühstück essen. na, das ist halt schon, also klar in Thailand waren es für die besten Frühstücke meines Lebens gehabt. Ja. Okay. Ja. Also Gebratene Hotelfrühstücke. Nudeln. Ja, da hat es alles gegeben. Da war ein Österreicher Chefkoch in Bangkok in einem sehr geilen Hotel auch. Und da hat es erstens also österreichische Süßspeisen gegeben, sowas wie ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, es ist ja, glaube ich, ein arme Leidessen eigentlich, wo es das Semen und Milch machst. Arme und so ein bisschen- Ritter. Ja, genau sowas in die Richtung. Und es geben und da unendlich viele andere Sachen. Ja. Es war Geil. so viel, dass ich gar nicht alles probieren können, weil es einfach nicht gegangen Ja, ist. ja, ich mag so das ganze Buffet-Ding mag ich schon gern. Ja. Ich finde es blöd, ich sehe nicht, wie lange wir laufen. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt 33 Minuten Nein, aufnehmen. nein, also wir haben ja um 11 Uhr, also jetzt ist, also ich glaube, wir reden Ja, schon Viertel nach jetzt 11. auch. Ja. Ja, dann schließen wir Thailand. Also das kann ich alles, das dauert zu lang. Ja, Ich ja, konnte machen entweder oder noch ja, machen, aber machen wir wir, also wir entweder sind dann oder. heimgeflogen, alle durchgerammt, nicht alle durchgerammt, ein paar hat so richtig durchgerammt. Ja. Und dann habe ich, und das ist eigentlich, das schließt das Ganze gut ab, sind dann abgeholt worden von der Sabrina. Danke auch hier nochmal. Und die hat Augustina dabei gehabt und das war ein, das war's im Himmel da vorne. Ja. Okay, 5 entweder oder Fragen. Ja. Lieber Sabrinas Hasen essen und sie weiß davon, oder Toms Hund essen und er weiß nichts davon. Also da hätte ich einen Hase essen. Auch wenn es mir sehr leid tut. Aber ich glaube, ich kann keinen Hund. Also ich habe schon Hasen gegessen, deswegen weiß ich, dass ich Hasen essen kann. Und ich kann keinen Hund essen, glaube ich. Es tut mir halt für beide leid, weil ich Tiere weiß, sind, ja. wie einem das verletzt, wenn sein Haustier stirbt. Aber Ich darf wahrscheinlich den Hund essen, weil die Hasen ja alles sind, was Sabrina hat. ja, Kleiner Scherz. Eure Partnerin fängt passioniert an, als Clown zu arbeiten ja, oder als Heilpraktikerin. In Klammern volles Programm, Globuli, Salze, Energien und alles. ja, Also ich glaube, oh, sau schwierig. Ja. Lieber Clown. ja, ich glaube auch Clown. Das ist eh dasselbe, oder? Ja, schon, ja. Nein, lieber Clown. Ja, weil das nie, Ich glaube, dass das weniger Einfluss auf den Alltag ja, hat. weil dann, wenn ich einfach mal, keine Ahnung, wieder mal 21 Tage Antibiotika nehmen will, Ja. obwohl der Arzt gar nicht weiß, was los ist, Ja. dann nervt sie mich mit. Voll im Programm Globuli, Salzen und Energien. Ja, Darfst du lieber jedes Mal einen fahren lassen, wenn du lachst, oder okay, ja. oder jedes Mal laut lachen, wenn jemand warnt? Wir haben gesagt, wir verzeihen das gar nicht. Ja, Jetzt mal laut laut, wenn einer warnt. ja. Ist mir so scheißegal, wenn jemand warnt. Ja, bin ein ich möchte mir Soziopath. nicht mit Leuten umgeben, die heulen. Ja. Außer macht es dann denjenigen vielleicht auch wieder glücklich. Stimmt, Wenn ja. er so und ich das. Ja. Ah ja, stimmt. Kann ich hier leider nicht erzählen, wie der Tom einmal die Stimmung gelockert hat, als er ins Büro reingegangen ist. Ja.
Lieber einen Burgerladen eröffnen oder eine eigene Los Brutales Stammkneipe. Ja, ich liebe Burger, aber für mich war es die Stammkneipen, weil weniger Aufwand. Ja, wie mehr saufen, Ja. chilliger erstens und das Machtverhältnis. Als Lebensmittelwirtschaft muss es die Leute immer bringen. In einer Bar und in einer Kneipe kommen die Leute meistens zu dir. Ja. Ja. Ja, schon das. Also wie in der Stammkneipe. Dazu lieber jedes Mal einpissen, wenn die jemand sexy findet, oder jedes Mal, wenn du was Sarkastisches. Gut, ich kann nicht durchgehend pissen. Nein. Das bedeutet, ich muss das mit dem Sarkastischen nehmen. Ja. Fan der Woche ist der Security von unten. Ja. Danke, dass du unseren Podcast gelobt hast. Weiter so. Ja. Weiterhören. Secret, jetzt kann ich sagen, Secret-Tipp noch. Secret-Tipp ist das Schönraumer Dosenbier Ja. für Festivals. Weil das ist einfach, jeder von euch hat es wahrscheinlich schon mal ein Otter gekriegt. Oder Stiegel oder was weiß ich, die ganze andere Pisse oder so wie Schuldenbräu. Ein Preis und schlagbar Schuldenbräu, versteht es mir nicht falsch. Genau, aber wenn es halt wirklich steht, ich meine, es gibt, was für anderes gutes Bier gibt es in der Dosen? Keins. Es gibt kein wirklich gutes Bier in der Dosen. Nein. Vor allem es abrupt nichts ein. Dann noch wichtig, am 1. Mai spielen wir in Benedikt Bayern in der Heimat. Also lieber Security, kauft da Tickets und jeder, der uns hier aus der Umgebung kennt und uns eigentlich schon immer mal mit irgendwas bewerfen wollt, Ja, schaut da vorbei. es sind noch Plätze in der ersten Reihe frei. Ja. Das war's eigentlich. Ja. Haben wir irgendwas zum Sagen? Go to Go sind wir auch. Ja, ja, stimmt, Go to Go sind wir nächste Woche. Könnt ihr auch noch Tickets holen mit dabei, der Dream Pursuit, NYT und der DJ Rico Bono. DJ Rico Bono, keine Ahnung. Geiler Typ auf jeden Fall. Ja, ich weiß, nur, wir sind noch schlecht mit Namen. Ja. Ah ja, in Benedikt Bayern ist halt Anja dabei, Anja Bavaria, falls ihr interessiert. Schaut's vorbei, wird crazy. Ansonsten hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.